Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Pascale TV. Die schon wieder. Ey, zeig mal, das ist doch ein neues Handy, oder? Ja. Ist ja auch ganz genial. Hast du nicht auch ein neues? Ja, naja, es geht. Was machst du eigentlich mit deinen alten Handys? Die liegen zu Hause rum, was soll man damit machen? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, was ich damit anfangen soll. Na, mir fällt da gerade so ein, der Physikkurs der 12., die machen doch so ein Umweltprojekt, wo die alten Handys einsammeln. Stimmt, genau, da können wir unsere Handys hinbringen. Und mehr dazu erfahrt ihr jetzt im Interview. Jetzt chatten wir zu Ole und Nadja. Viel Spaß. Hallo, ja, danke Marie und Julia. Danke. Wir haben jetzt hier zwei Gäste, einmal Finny und Jo aus dem 12. Jahrgang. Die haben ja mit Frau T ein Physikprojekt gemacht und wollen uns jetzt was darüber erzählen. Richtig. Jo, Ja. deine Stimme schaltet des Öfteren engelsgleich in die Schule aus. Du hast geworben, damit ganz viele Leute Handys abgeben und da gibt es auch Preise etc. Erzähl mal ein bisschen, wie ist denn das? Wozu sammelt ihr die Handys? Wir sammeln die Handys für ein Projekt, was Frau T ausgebuddelt hat, was wir im Unterricht bearbeitet haben. Ja, die Aufgabe war, wie gesagt, alte Handys einzusammeln, weil da drin viele Materialien sind, die wiederverwendet werden können und die wir in unserer Umwelt nicht mehr allzu oft finden. Also Ja. in der Umwelt, In der Natur. in der Natur findet ihr die Handys nicht mehr. So, und die werden dann die recycelt oder Ja, genau. und die schickt ihr dann irgendwie ein und wer macht es dann im Endeffekt? Wir schicken die nur ein Wohin? und professionelle, Zu Professionellen schickt ihr die extra ein und die machen dann den Rest quasi. die machen Genau. dann den Rest. Und das ist also so ein Umweltprojekt quasi. Richtig, Zukunftsprojekt. Wir wollen nämlich die ganzen Materialien sammeln, damit... Die Welt gerettet wird. Die aus Welt. alten Handys. Genau. Gut. Und dann natürlich interessiert unsere zahlreichen Zuschauer auch, was es da für versprochene Preise gibt. Ist da so ein paar kleine Insider-Informationen oder? Ja, Genau. also die Klasse mit den meist gesammelten Handys bekommt den größten Preis natürlich. Und ja, den Preis genau können wir natürlich nicht verraten. Aber ich habe gehört, es soll was Schönes für Kaufland, so waren ein paar Preise dabei, ja, unter anderem. die gesponsert wurden sozusagen. Unter Genau. anderem unglaublich schöne Radiergummis, bei denen sich gestritten wurde. Radiergummis. Okay. Unter anderem neben zahlreichen anderen unglaublich schönen Preisen, die wir gerne selber behalten hätten, aber Ja, welche, könnt ihr schon ein bisschen sagen, welche Klasse so mit wie vielen Handys vorliegt? Oder? Erstaunlicherweise einer von den kleineren, so 7. Klasse. Und dann noch eine ganz starke bei den 9. ungefähr. Wie viele Handys habt ihr da so Aber auch abbekommen? Also die kleinen liegen da ganz schön vor. Was bitte? Also, Warum haben die denn so ich viele bin übrigens Handys? auch bei dem Physikprojekt dabei, ja. Zwischen 20 und 30 hatten wir teilweise sogar von einer Klasse. Das war schon über 30. über 30, ja, zwischen Über 20 und 30 40. Handys aus einer Klasse. Das muss man sich erfahren. Das ist meine Zahl, meine Damen und Herren. Unglaublich. Ja, wir bedanken uns natürlich bei euch für das Interview und dafür, dass ihr unsere Welt ein wenig von den alten Handys befreit. Ja. Ja. In Kooperation mit Professionellen und Kaufland. Und Kaufland. Oder? War Ja. jetzt gut. Ja, klar. Alles klar, dann vielen Dank, ihr beiden. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Jo. Wir wollen jetzt die nächsten Wochen ein paar Projekte vorstellen, die an unserer Schule so laufen. Nächste Woche wird Schüler machen Schule sein. Genau. Und wenn Ja. ihr noch Projekte habt, die ihr gerne vorgestellt haben möchtet, könnt ihr einfach auf uns zukommen und uns die erzählen. Wir würden uns freuen, die vorzustellen. Also wenn die gut sind. Wenn ihr jetzt irgendwie mit so einem langweiligen Ding kommt, dann Mal natürlich gucken. nicht. Ne? Quotenreißer und so. Ja, Ja. aber nee, kommt ohne Scheu auf uns zu. Und dann stellen wir euch vor. Jo. Ich hoffe, wir kriegen ganz viele spannende Projekte, die wir vorstellen können. Ja, Dann das war's auch schon. Tschüss. Tschüss. und danke fürs Zuschauen. Das schnellste raus dann.